Das Abenteuer geht endlich weiter, hier bei Assassin's Creed 3 auf den Spuren der Zeit von Connor, seinem alten Herrn, den wir noch in letzter Folge geredet haben, seinen Freunden, etc., etc. Ach, Freunde, die letzte Folge hat uns ja der alte Knacker drüben noch erzählt, dass wir die Energiequelle anschließen müssen und nicht Trottel weiß endlich, was mit gemeint gewesen ist, meine Fresse. Denn ich habe mich jetzt inzwischen mal ein bisschen da schlau gemacht, auch wegen dem Adamsapfel und so, sprich haben da ein bisschen auf Assassin's Creed Wiki umgeschaut. Also nicht so viel gespoilert lassen, aber mal so viel, um das Ganze ein bisschen verständnisvoller auch selber blicken zu können. Und ich weiß jetzt zumindest mal, wofür die Adamsapfel sind und auch, also die ganzen, ich sage jetzt mal, die ganz mystischen Gegenstände. Und weiß auch, dass Desmond Miles bereits irgendwie der Hauptcharakter seit Assassin's Creed 1 ist, etc., etc. Und dass wir jetzt insgesamt 3 Energiequellen haben, die uns zwar nirgends angezeigt werden, von wegen irgendwie anschließen und sowas. Irgendwie Weg angezeigt wird uns ja auch nicht, von daher war ich ein bisschen verwirrt halt. Egal, ich weiß nicht, wo jetzt die 3 Energiequellen sind, aber irgendwo hier in diesem Raum kann ich diese 3 Quellen anschließen. Die Frage, gut, da oben dürfte wohl einer sein, der eine müsste da oben sein, wir hatten bereits zwar ein paar Zwischensequenzen gesehen, aber ich Trottel bin natürlich wieder zurückgegangen, weil ich dachte, das wäre es bereits gewesen, das war es natürlich noch nicht, da ging es noch ein bisschen weiter da oben. Und die dritte sein soll, die wir gerade erst freigeschaltet, also beziehungsweise bekommen haben, keine Ahnung. So, jetzt ist allerdings noch so, dass ich erfahren habe, dass wir, wenn wir die Hauptstory durch haben, sprich die ganze Erinnerung mit diesem Miles und Connor und seinem Vater etc., etc., dass wir dann sowieso nochmal die ganzen Energiequellen anschließen müssen. Sprich, es ist kein es ist kein optionales Missionsziel, es ist ein Muss, es muss so sein. Sonst geht es nicht weiter und deswegen würde ich jetzt mal sagen, ich kann jetzt mal versuchen, eins anzuschließen. Wow, das war gerade knapp. Aber wenn es nicht klappen sollte und wenn ich es nicht gleich auf Anhieb finde, würde ich mal sagen, wir machen mit der Hauptstory weiter und ich werde mich dann mal so für Ende des, für das Ende des Let's Plays halt mal entscheiden, wann und vor allem wie ich das am besten machen werde mit der Energiequellenanschließung. So, mal dazu, hier war ich ja bereits einmal, da oben ging es glaube ich weiter, schauen wir jetzt gleich mal nach. Und mir ist noch was anderes aufgefallen, liebe Freunde, und zwar habe ich ja komplett vergessen, verdrängt, wie auch immer, dass ich natürlich in diesem Let's Play auch noch einen Part oder mindestens einen Part auf Schweizerdeutsch machen muss. Ja, und wann wäre wohl der beste Zeitpunkt, als das jetzt zu machen? Also dann in 3, 2, 1, 0 geht's endlich weiter da mit dem schweizerdeutschen Part, mit dem schweizerdeutschen Part da bei Assassin's Creed 3. Muss mal schnell schauen. Doch, es ist da durchgegangen, ich kann mich noch erinnern. Dort durch nicht, genau. Und irgendwo da haben wir doch so eine Sequenz gehabt. Muss glaube ich vorne gewesen sein. Wenn wir die grausame Macht der Sonne nicht nutzen konnten, vielleicht konnten wir sie abwehren. Wir konnten die Felder schon erzeugen, um uns in Zeiten des Sis zu schützen. Doch dieses waren kleine und simple Dinge. Sie in den ganzen Ausmaßen eines Planeten zu erschaffen. Dafür mangelte es uns an Energie. Die halbe Welt, sagten sie dann. Das wäre besser als nichts. Ein Versuch. Wieder ein Fehlschlag. Ein Viertel, fragten sie. Selbst das schafften wir nicht. Ein Sechstel, ein Achtel, ein Zehntel, riefen sie. Die Antwort blieb die gleiche. Mit viel Zeit könnte eine Stadt verschont werden. Doch über diese Zeit verfügten wir nicht. Wir zogen weiter. Das ist doch ein guter Vorschlag für uns. Zum Auto ein bisschen weiterziehen. Da vorne hat es auch nochmal so einen Charakter, wie es aussieht. Und ich jetzt die Energiequelle dort anschliessen, oder wie sieht das aus? Oh! Was wohl da drin ist? Gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass Tini irgendwas
etwas aufgegangen ist. Ah, das ist doch mal interessant. Okay, jetzt haben wir eine Energiequelle angestoßen, aber geht es glaube ich nicht weiter. Mensch, mich doof gewesen das letzte Mal, hey. Wir tun dann die einzige Sequenz gehabt, was mache ich? Ich gehe einfach wieder zurück. Ja. Ich bin einfach voll der Noob gewesen. Man kann es nicht anders sagen, komme ich da... Ja, bekomme ich schon, aber ob es unbeschadet ist, die andere Frage. Ja, doch, geht noch. Gut. So, jetzt habe ich irgendetwas aufgemacht. Die Frage ist doch natürlich, was habe ich aufgemacht? Ich schätze mal, es wird irgendwie der Raum sein oder Durchgang für die dritte Energiequelle, weil die ich gerade angeschlossen habe, müsste die zweite Quelle sein, wenn ich das irgendwie richtig interpretiert habe. Das heißt, erst müsste irgendwo... Dann muss ich irgendwo da oben sein. Man muss... Anschliessen. Da oben ist sie. Hallo. Ja, hallo, schöne Frau. Das ist zwar ein bisschen geisthaft, egal. Da ist jetzt auch irgendwo das Tor aufgegangen. Die Frage ist jetzt bloß, wo ist nicht da gewesen? Doch, da ist es, genau. Ein neues Gebiet. Was ist schon wieder los? Was ist ein Fakt? Steht er fest? Unabänderlich? Ist seine Existenz wirklich sicher und wartet er nur auf seine Entdeckung? Oder kann er geändert werden? Hier erfuhren wir die Antwort und dachten, sie können uns retten. Sie wurden genutzt, um zu befehlen, zu kontrollieren, zu besitzen. Aber wir fanden bald einen weiteren Nutzen. Waren es erst genug Hörige, die alle glaubten, nahmen ihre Gedanken Form an. Fantasie wurde zu Wirkung. Wenn 100 eine Mauer zerstören oder einen Baum erschaffen konnten, was würden 1000 vermögen? 10.000? Mehr? Könnten wir die Übereinkunft ändern und die Bedrohung wegdenken? Wir beschlossen, einen in den Himmel zu schicken, um uns alle zu erleuchten. In dem Moment sollte ein Satz gesagt werden. Wir sind sicher. Auf diese Weise wollten wir die Übereinkunft ändern und so die Welt retten. Jedoch kam es nicht dazu. Wir starteten ein Dutzend von ihnen, aber wir konnten sie nicht kontrollieren, den Strahl nicht lenken, die Welt nicht steuern, die Worte nicht sagen. Und obwohl dies schon sehr gefährlich war unser nächster Versuch schlimmer. Ja, Himmel, Arsch und Donnerzwirn, hey, das wird ja immer spannender. Also ich muss unbedingt Assassin's Creed 1, 2 und die ganzen Add-ons, also nicht Add-ons, aber es sind halt Zwischenspiele, die muss ich unbedingt auch noch spielen. Wenn man wird Let's Play ist eine andere Frage, da kommt auch auf euch drauf an. Also kommt auch auf euch drauf an, ja. Aber, ja, sieht schon mal sehr interessant aus. So, jetzt muss ich also auf die Energiequellen anschliessen. Hey, das wird ja... Am Anfang habe ich gedacht, ja, ich versuche es mal mit Energiequellen anschliessen, vielleicht schaffe ich es auch nicht. Aber jetzt sieht es aus, könnt ihr sogar alle 3 anschliessen, ein Part. Gar nicht mal so schlecht. Und hoppala, wow. Also Desmond, mein Respekt, du bist ganz schön mutig. Ich würde es glaube ich nicht so ohne weiteres versuchen, aber... egal. Unser erster Impuls war es, zurückzureisen, die Vergangenheit zu ändern. Doch wir fanden keinen Weg. Aber vorwärts. Wir konnten vorwärts blicken. Und so wollten wir über uns selbst hinaussehen und wissen, was kommen würde. Erst beobachteten wir, ob unser Werk Erfolg hätte. Allerdings war die Antwort immer dieselbe. So zogen wir wieder weiter. Sie jedoch verweilte. Jene, die ihr als Minerva kennt. Schon bald beobachtete auch sie nicht mehr. Und stattdessen begann sie zu sprechen. Sie sprach durch die Zeit hinweg, in der Hoffnung, euch retten zu können. Sie versteckte unauffindbare Botschaften, sicher für dich und für jene, die dich begleiten. Ich bin es leid.
Diese kryptischen Warnungen, Drohungen. Sag uns, was du willst! Tun sie doch. Wir sahen auch Riesen da selbst. Wir waren wie Heuschrecken in unseren Augen und somit auch in den ihren. Stell dir vor, all das einem Zweijährigen zu erklären. Einem Jungspund. Als sie sagten, der Wille der Götter sei unergründlich, meinten sie es so. Buchstäblich. Ich habe sie ermordet. Lucy ist tot. Es war der Apfelsohn. Es war Juno. Ich sah, was sie war. Was geschähe, wenn sie weiterlebt? Ich hätte es stoppen können. Ich meine, da war ein Zwang. Aber ich musste nicht. Ich entschied mich. Desmond. Lucy wollte uns betrügen und den Apfel zurück zu Abstergo bringen. Ich sah den Satellitenstart, ich sah seine Aktivierung und dann das Scheitern. Was auch hinter dieser Tür liegen mag, es hilft, Bruno. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, das kann man denken, sogar wortwörtlich nehmen, weil wenn ich da runtergehe, dann gute Nacht. Oh Mann, das ist immer so... Lucy, wer ist Lucy gewesen? Mann, wie gesagt, ich muss unbedingt Assassin's Creed 1 und 2 zocken. Achso, da vorne geht es weiter. Ich habe gerade gedacht, hey, wo ist jetzt der Slot für die Energiequelle? So, jetzt bin ich... Der Führer muss rein, alles klar. Denke ich zumindest. Das ist zwar eigentlich ein schweizerdeutscher Part, wie bereits gesagt, aber ich glaube, das wird wohl eher ein Sequenzen-Part, so wie es aussieht. So, der Kopf angeschlagen, schön. Geht's jetzt... Hä? Bin ich jetzt wieder? Hallo? Bin ich da schon mal gesehen? Ich habe das gesehen, dass ich im früheren Part mal versucht habe, raufzugehen und dann das nicht geschafft habe. Das könnte, ich glaube, sogar möglich sein. Toll. Ich habe ungefähr eine Ahnung, wo es ist, aber die Frage ist natürlich, kommen sie durch? Da, Türe auf? Natürlich nicht. Geht es da auch nicht durch? Scheibenkleister? Jetzt habe ich ein kleines Problem. Hui. Da geht es auch nicht durch? Hä? Bin ich jetzt bekloppt? Blöde Frage, natürlich bin ich bekloppt. Aber, ja, meine Frage ist eigentlich, wie komme ich jetzt da... Ja, ich sehe die schon. Ich weiss, ich muss jetzt hindern. Die Frage ist, ich komme von da... Moment mal. Ich komme von genau da. Ich bin da raufgekommen, die steigen drauf. Alles klar, die Treppe rauf. Ja, das ist richtig. Jetzt da runter? Nein, da komme ich gerade her. Hä? Verwirrung? Ich könnte zwar jetzt dort runter, aber... Die Frage ist doch dann, wenn ich jetzt da runtergehe. Das springt jetzt so komisch, ich kann nicht dort steigen drauf, egal. Wie zum Henker komme ich denn da wieder zurück? Jetzt muss ich zuerst irgendwie 2 Energiequellen anschließen, damit sich das Tor öffnet, kann natürlich auch sein. Oder ich muss da so raufklettern. Wäre so ein bisschen komisch, aber... Kannst du mal versuchen, geht das? Oder kannst du den gerade... Das könnte ein bisschen wehtun. Oh, da geht's rein, schön. Ja, toll. Imbissecke, schön, ich kann etwas kaufen, hallo, ich habe Hunger. Mann. Aber, hallo? Ja, also irgendwie Verwirrung hoch 10. Was zum Henker? Ich komm... Das ist alles zu. Natürlich die andere Frage, wer geht und dann gehen die Türen überhaupt auf. Das weiß ich natürlich auch nicht. Das müsst ihr alles irgendwie herausfinden. Kann ich da die Wand entlang? Hier geht doch auch nicht. Hä? Wie komme ich denn jetzt dort hindern? Ich kann natürlich zwar schnell die Komplettlösung nachschauen. Haben die gerade irgendwo? Energiequelle. Nee, da gesehen. Hä?
Also ich weiß jetzt zwar gerade nicht, weil ich das jetzt so gerade aktivieren bin, welche Energiequelle, das ist das Problem, weil ich habe da so Lösungen für alle 3 Energiequellen bei mir liegen. Aber ich weiß halt eben nicht, welche... Oder kann ich dort hochklettern? Aber ich weiß nicht, welche Energiequelle das die da oben ist und ich muss aktivieren. Und da kommst du, kannst du hochklettern. Desmond! Hochklettern, hallo! Hochdeutsch geht auch nicht, ja super. Hochdeutsch wird das auch nicht machen, Schweizerdeutsch kapiert das auch nicht. Toll! Fazit, der muss ja durch, kommt aber nicht durch, weil man irgendwie, glaube ich, das Tor... Ah, das kann doch nicht sein. Scheibenkleid, wie kann man jetzt... Tinder, ich müsste Tinder, aber Tinder komme ich gar nicht. Das ist ja das Verrückte. Und dann könnt ihr entweder da durch, wobei ich müsste irgendwie durch... Da durch komme ich eben nicht. Komm, da kannst du doch durchzwängen. Komm, du bist... Ach, deswegen, hey, du bist doch dünn genug, aber trotzdem will er es nicht. Das ist doch... Dort rauf müsste ich eigentlich auch. Kann ich irgendwo hochklettern? Sieht nicht so aus. Warte, vielleicht da? Komm, da kannst du hochklettern, komm schon. Nirgends natürlich auch nicht. Mann, ich muss dort rüber. Alter. Was mache ich falsch? Ach, ich wünschte, ich wäre link, dann könnte ich jetzt auf den Enterhaken nehmen und dann... Ja, wisst ihr schon, gut. Geht nicht, das war gerade irgendwie ein Fehler. Schade drum, was willst du machen? Muss ich halt schauen, wenn ich sonst irgendwie... Mal zurück, vielleicht haben wir nie etwas übersehen. Vielleicht muss ich da die ersten Energiequellen anschliessen, kann natürlich auch sein. Dann geht oben etwas auf. Oder ich habe unten nochmal eine Zwischensequenz. Nein, auch nicht. Da hochklettern. Komm schon, da kannst du normalerweise hochklettern. Da. Desmond. Okay, er will nicht. Also heute ist er ein bisschen begriffsstutzig. Da gibt's... Was ist denn da noch drin? Alter, alles eingestürzt, alles... Oh. Ja. Na toll. Ja, da hat sich ja super gelohnt. Ah. Trick 17, bin ich jetzt richtig da? Ich bin richtig! Alter, Trick 17! Geil. Welche Geschichte der Tempel mir heute wohl erzählt? Und es geht weiter. Jetzt haben wir, glaube ich, die zweite Energiequelle angeschlossen. Oh, wenn ich selber springe, bin ich doch... soll ich es versuchen? Weil man kann schon groß passieren, wenn ich stirb, dann komme ich halt wieder zurück. Ja, okay, ist ja gut, ist ja gut. Ja, scheinbar nimmt er gar keinen Fallschaden im Gegensatz zu Connor und seinem Vater. Von dem her... Kann gar nicht passieren. Schade, da ist so ein Lindsprung gesehen. Alter Schwede. Gut, zu den Energiequellen angeschlossen. Schön, was sagt Zeit vom Part. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, im Kleister sieht gar nicht so gut. Uah. Kamikaze-Springer. So, jetzt bin ich da. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich sag's dir, hier unten ist was. Sei nicht albern. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie geschlafen oder so und wir haben sie geweckt. Eine Art Kryotechnik. Oder Winterschlaf. Ich meine, woher sollen wir wissen, was die hier unten gemacht haben? Sie arbeiteten an mehreren Lösungen, aber keine klappte. Sie gingen von einer zur nächsten und dann... Ich weiß nicht. Irgendwann verschwanden sie. Nach dem Ende. Ich frage mich, wie die Welt aussähe, hätten sie Erfolg gehabt. Ich sorge mich mehr darum, was ist, wenn wir keinen haben. Erlösung. Sie fanden einen Weg. Zu spät für sie. Doch nicht für euch. Ein Siegel beschützt es. Doch euch steht es im Weg. Findet den Schlüssel. Die Vergangenheit verrät es. Alles klar, alles
Alles klar. Gut, wir haben jetzt 2 aufgedeckt. Einer fehlt noch. Und da hinten sehe ich es doch schon. Da hinten ist die Treppe aufgegangen oder der Schutzwall wurde niedergerissen. Wie auch immer. Wir können da weitergehen. Wieso ich da Hochdeutsch rede? Ganz einfach deswegen, weil der Part schon zu Ende ist, Freunde. Wir sehen uns morgen wieder. Dann geht es hier weiter mit Assassin's Creed 3. Wo ich versuche, noch eine dritte Energiequelle anzuschließen. Oder die erste, wie auch immer da halt die Reihenfolge genau ist. Das spielt so gesehen keine Rolle. Moment, das sehe ich jetzt gleich. Das müsste, es ist hier mit den Stangen, genau, das müsste also die dritte Energiequelle sein. Sprich, ich habe hier von der Reihenfolge her alles richtig gemacht. Alles supidupi. Also dann, nächste Folge geht es hier weiter, vermutlich wieder auf schweizerdeutschen Teil, weil es gab so viele Zwischensequenzen, da konnte ich kaum was auf Schweizerdeutsch erzählen, von daher wird das, denke ich, schon mal in Ordnung gehen. Und das Spiel neigt sich halt, ja, schon bald dem Ende entgegen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Assassin's Creed 3. Auf den Spuren der Zeit und unserer Zukunft. Ciao zusammen!